Ich bin halt schon über die Wahrheit schauen, geht und nicht über dumme Stiefel. Und es ist einer im Garten. Nur jemand? Ja, eine. Katrin ist auch schon draußen. Oh nein, der Hausschreck. Also sind 2 Krawattenmänner da gsi, mit Aktenköfferli. Big money, big bucks, big business. The situation is pretty clear, which is they own the house and we live in it. Kommen Sie nicht auf in die Wohnungen? Nein, Sie haben schon gesehen, das ist schnell gegangen. 5 Minuten. So, Ihr macht da einen auf Panik. Ich bin da voll tiefenentspannt. Immer noch? interessiert Sie auch nicht, dass ich nur mit 2000 Franken leben muss. Und noch da kann so leben. Es kann natürlich sein, dass Sie es verkaufen. Loswerden ist nicht zu kompliziert. Der wird abgerupft, logisch. In St. Gallen wird alles abgerupft, wo nicht ein Hochhaus ist. Wir sind eine hohe verrückte Bande, die hier wohnt. I think it's a bit of a haven. Yeah, it's a home. Wir wissen nicht, wie lange das Haus noch steht. Katastrophe, wenn ich hier raus muss. Wir wollen so wohnen und wir haben eine Stellung. Du bist mal ein professioneller Filmer da. Ja, noch filmen da. Wow, Paparazzi schon wieder. Wir wohnen zwischen Bünz und Bonz. Unter uns so ein bisschen Bünzli, so ein bisschen 50er Jahre Einfamilienhäuschen. Und oben bei uns sind dann schon die fetten Villen, wo jeder einen Pool hat, mit einem Badhaus mindestens. Ich miete im Prinzip alle Wohnungen und alle anderen sind Untermieter. Und wir wohnen einfach zusammen. Wir sind eine Hausgemeinschaft. Und wenn du irgendwie jemanden treffen gehst du raus. Und irgendjemand macht sich auch für. Und wenn wir ein Fest haben oder über den Geburtstag, dann wird ein Christbaum angezündet. So. Ja, die Idee hatte ich einfach mal. Da sind die Christbäume rumgelegen im Januar. Dann habe ich gefunden, hey, die nehme ich gerade. Oh, this is so ridiculous. The trees are put out to be collected by the authorities, you know. And instead there's like these weird people in knitted jumpers. Wir nehmen nicht jeden, den wir sehen. Und nur die Fleischigen. Und so, der Gegenstreifen und die Narbe fallen nicht runter. Dann ist es ein guter Baum. Do you understand it? If the leaves don't come off, it's a Yeah. tree. Yeah. Okay. Genius. Wenn wir nur noch ein Wägeli haben. I participated for the first time this year. It's more exciting than Christmas. Yeah. It is. Yeah? Yeah. Uh-huh. Yesterday, Sabrina and I, we walked and we put 10 on it, or 11. Haben wir nicht so viel? Ja, Leiter. Hast du das nicht? Oh oh.
There's something quite funny about going around and doing this in this space, which is, the Swiss would call it Bünzli. Is that another? Yeah, man, look. People are putting them out. It's also a nice way to get to know the area and meet your neighbours, some of them. Bitte. Hello. Ich finde es noch wichtig, dass wir dann mit den Nachbarn Kontakt haben. Also sowohl mit Bünz und Panz. Weil schlussendlich bin ich eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen und dann kennt jeder jeden und jeder schwätzt mit jedem. Das finde ich auch hier schön. Ja. Ich habe mit allen Kontakt und die Leute schätzen es extrem. Das ist noch Joke. Ja, das ist absolut Schlussproblem. Danke vielmals. Unser Haus ist wie eine Burg. Ich habe so eine Weitsicht. Ich sehe auf die ganze Stadt St. Gallen, ich sehe in die Weiher rauf, ich sehe ins Appenzellerland rauf. Also ich komme mir irgendwie schon vor wie eine Burgfräulein. Aber schau mal, was eine riesige. Also dieses Jahr konnte ich nicht, weil ich meinen Fuß operiert habe. Du hast gesehen, wie der gehobelt hat und Säge und Bohrer, alles hat vibriert. Und ich so, das tönt wie, als ich auf der Baustelle geschafft habe als Malerin. There's no shortage of Christmas trees. I think the main challenge is just carrying them all. Trees are quite heavy, they're quite awkward shaped, they're not cube shaped. They've got branches and they sort of like get stuck. Oh, das ist ein schöner. So that's sort of a challenge, but then it's also a bit of a part of like the competition of it as well. Das sieht man kommt Muster. Wir haben dann irgendwann mal 30 Christbäume gesammelt, und dann haben wir 50 Christbäume gesammelt und dieses Jahr haben wir gesagt, nein, wir müssen nicht mehr so viel sammeln, man muss jetzt nicht übertreiben. Please, Luca. Und wir haben wieder 50 gesammelt. 52. Und wir haben es beschäftigt. Ja. Das ist das erste Jahr. Eigentlich ist er noch in Ausbildung. Der Stift. This year, you and I, Luca, got the most Christmas trees, and that's something to be proud of. Der Haus steht am Rand von einem Villaviertel eigentlich. Also wir sind wie so das Moos auf einem Villadach, würde ich mal sagen. Also solange es nicht mehr Schaden gibt, ist es okay. Der Ueli ist der Hauptmieter von dem Haus und wir sind ja alle seine Mitbewohner. Und ich glaube, da ist auch etwas, was er sich immer gewünscht hat. Ein Ort, wo die Leute zusammenkommen, wo die Leute verschieden sind. Nicht immer gleicher Meinung, weil das wäre, glaube ich, langweilig. Als wir hier eingezogen sind, war hier Golfrasen. Wir haben es einfach anders wollen. Wir haben Biodiversität. Auch bei uns Leuten. Verschiedene Alter, verschiedene Charakter. Also wir sind überhaupt nicht in dem Sinn gleichgeschaltet. Und dadurch, dass es ein ganzes Haus ist, darf alles ein bisschen Platz haben. Also ich wohne in dieser Wohnung mit dem Luca und dem Simon aus dem Bauwagen. Es ist so wie ein Aussenschlafzimmer. Und bei uns ist momentan gerade ein Zimmer frei und da suchen wir jemanden.
Dann haben wir auch bei uns den Simon und Sabrina. Vis-à-vis von ihnen ist der Rico und zuoberst ist Katrin. Und dann unsere Aussenwohngruppe im Ostblock, da ist Bibi, Evi und der Luke. Wenn man so will sagen, bin ich so ein bisschen wie der WG-Papi, aber ich habe nicht eine andere Rolle als andere Mitbewohner. Also ich habe da nicht das Machtwort, Veto. Genau, das machen wir demokratisch. Wird da langsam Zeit, dass ich das mal mache? Ich mache Sachen täglich, aber ich mag nicht alles auf einmal. Das ist sehr streng. Du bist mega ein lieber Dude. Vielmal auch zu lieb. Sehr kreativ. Sehr humorvoll. Er ist mega unkompliziert. Frönt seine Hobbys, also das Fliegen und das Tanzen und die Hühner. Ja, die Hühner weniger. Also mehr Fliegen und Tanzen und dementsprechend kommen die Hühner auch zu kurz. Katrin is a slightly but not completely burnt out punk rocker from the early days. She has a wide and relatively eclectic knowledge of music. She likes animals, certain animals, more than people, certain people. She's quite short. I've heard jokes that she's a hobbit. Not me, I wouldn't say things like that. But she is short, but I think that gives her a unique perspective of things. She's close to the earth, in a good way. She can see all the raspberries that no one else can see. Luke ist ein Lustiger. Immer gute Laune. Nur verstehe ich halt nicht so viel Englisch. Das ist immer das Problem. Er ist ja im Deutsch lernen. Aber ist, glaube ich, ein bisschen schwer für ihn. Was ist die Bilanz? Was? Sonnenblumen, Tomaten, Sonnenblumen. Peperino. Ja, und viel Blumen. Und dies auch? Supposed to. Moon. I don't know what moon. Like the opium. Poppy. Poppy. Yeah, like opium. Yeah. Deutsch lernen. Mein Lieblingsthema. Ich habe nicht die Wörter, um diese Frage zu antworten im Deutsch. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. I was moving to Switzerland to start a PhD at the University of St. Gallen. After Googling around how to find somewhere to live, I found WG-Zimmer and I contacted Uli and I had a voice call with Uli on the phone and I told him that I like dancing and gardening and I think that was enough. I'm sort of late 20s coming into early 30s and I'm interested in making community and space and like try and find somewhere that I want to live. You know, I want to feel at home. Das Evi hält. Hält. Das, was sie in den Händen hat, heißt Schluch. Schlauch. Schlauch. Auf Schweizerdeutsch. Schlauch. Schlauch. Ich schätze, dass man halt miteinander kann diskutieren, grillen, wird halt geschaut füreinander. Und das finde ich eben schon gut. Also das Konzept sollte man einfach viel mehr haben, so Wohngemeinschaften. Weil heutzutage sind so viele Leute allein und ja, frustriert zum Teil und depressiv und weiss ich nicht was. Und ich glaube, da könnte man eben auch viel auffangen, wenn man so Wohngemeinschaft hat. Und vor allem ist es auch billiger zum Leben. Du könntest deine auch hier tun. Das ist eigentlich Ersatz für Alufolie.
Jetzt habe ich schon eine Folie. Hör mal auf, immer reklamieren, ehrlich. Und dann nicht reklamieren, das ist ein Vorschlag. Wenn es nach seinem Krieg geht, ist es nicht gut. Sagst du? Wieso? Ich komme schon durch mit meinem Lohn. So, wie wir jetzt hier wohnen. Eben anders kommt ich nicht so billig weg. There's a fish on the hook, there's a bird on the line, there's a man in a bed who has run out of time. There's a cat on the roof, there's a dog on a lead, and a man in a castle with all that he needs. There's a mole in the ground, there's a fox on the move, and a man with no answers to what he should do. Aber habt ihr gesehen, wie schön das die Wiese wächst? Der Wahnsinn, nicht? Es ist echt eine wahre Freude. Ja, ich finde sogar ich schön. Branches reach up, they grow, they retract. The water floods slowly, it pulls in the tracks. The words that he's searching for are the ones that he lacks. Es ist paradiesisch hier. Alle, die hier hinkommen, sagen mir, wow, ist so schön, wie ihr hier wohnt. Mir fehlt nichts hier. Ich bin wunschlos glücklich bis jetzt. Dass einfach hindurch jetzt da verkaufen, die könnten ja uns auch etwas sagen, oder? Ich bin jemand, der Ehrlichkeit schätzt. Ich brauche Ehrlichkeit. Und wenn sie hart ausfällt. Alle 2-3 Monate machen wir jetzt mal eine Sitzung. Halt eigentlich, wenn etwas ansteht. Ja, ja. Der Hab ist das Wichtigste. Ja, ja, wir sind da. Da Die kommt nachher noch. Jahre hauen immer ab. Gut. Danke. Gut, Kaffee. Also kommt ja immer wieder mal etwas Neues dazu, jemand zieht mal weg. Fluktuation ist da der Punkt eigentlich. Wie läuft es mit dem Casting einerseits von der Neuen? Eben, ich würde sagen, das ist wie das Thema von diesen 3, die hier wohnen, was für einen Mitbewohner das da Aber ich finde, sie sollten mitmachen. Nicht einfach hier wohnen und nichts helfen. Sachen Hühner und Garten. Wenn es geht, mithelfen. Das wäre schon gut. Weil wir sind eine Gemeinschaft, eine Wohngemeinschaft. Wir sollten schon miteinander sein. Finde ich. Nicht, dass sie sich abschottet und so für sich allein wie die da oben Wenn du in sind. so eine Wohnung ziehst, kannst du dich nicht abschotten. Ja gut. Cool. Müssen wir da wie ins Casting einbauen? So Ich finde schon. Hast du einen Favoriten? Das würde mich schon interessieren. Es waren jetzt schon 3 Leute da. Ja, die dritte habe ich noch nicht gesehen. Ja. Mit der mache ich nochmal. Ist die mit der Katze? Nein. Leider nicht. Und dann haben wir eigentlich noch nicht so wirklich miteinander geschwätzt. Okay. Einmal jetzt geheißen, du darf keine Psychologin mehr mit einladen. Ja, okay. Das ist das Einzige, wo... Genau, ich finde auch, die Grundentscheidung ist bei unserer Wege, aber man darf so ein Ultimatum stellen, wir haben keine Psychologin oder so. Frau mit 2 Katzen. Mann mit Hund. Mann mit Teilzeitkind. Frau mit 2 Jobs. Und für wen hat man sich entschieden? Für die Frau mit 2 Jobs. Also wir haben uns für die Nicole entschieden, weil sie halt einfach auch anders ist als wir. Das Wichtigste ist, die Leute müssen hier wollen, so wohnen. Und wenn sie wirklich mit Überzeugung sagen, hey, ja, mal, das ist ein cooles Konzept, da will ich wohnen, dann ist das super. In der Woche vor dem Einzug ist es mir eigentlich gar nicht gut gegangen. So Scheiße. Was mache ich da?
Ich habe 2,5 Jahre allein gewohnt und ich weiss nicht, ob es mal gleich zu viel ist, um mit so vielen Leuten zu wohnen. Dort habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, die ganze Staffel «Für immer und WG» findest du auf Play SRF.